möchte euch jetzt zeigen, wie ich meine Sachen sähe. Und zwar ist es einfach günstiger, als wenn man es geht. Und es ist auch interessanter, als wenn man es geht mit einem Gärtner die fertigen Pflänzchen holen. Und ich werde euch zeigen, was man alles braucht dazu. Das wäre mal der Samen. Und den Samen habe ich aus dem Samentütchen rausgenommen. Und zwar tue ich den Samen immer, wenn ich ihn gekauft habe, brauche ich mal eine Portion. Tue nachher den Samen in den Gefrier rein. Weil den kann man für manches Jahr brauchen. Und dann einfach so viel jeweils wieder rausnehmen, wie man braucht, für gerade dann, wenn man ihn braucht. Für dann, wenn man ihn ansehen will. Dann habe ich hier Wasser in so einem Fläschchen, wo man früher die Wäsche nass gemacht hat, bevor man sie glättet hat. Dann habe ich hier so eine Beschriftungsetikette, die ich nachher zustecken kann, wo ich das draufschreibe, wo man sieht, das Datum dazu, ein Hölzchen, das ich dann zeige. Ich mache dann so eine Rille und dort in diese Rille hinein tut man dann den Samen säen. Dann brauchen wir Erde, und zwar habe ich 2 Erden. Das eine ist eine normale Pflanzenerde, die man überall kaufen kann, wenn möglich ohne Torf. Und das ist die Aussaaterde, die ich dann nur zu oberst oben etwa 1,5–2 cm dick reinstreue. Und dann haben wir noch das Gefäßchen. Das habe ich im Migros gekauft, das ist einfach für den Haushalt. Da habe ich Löcher drin gemacht mit der Bohrmaschine. Das geht ganz gut, dass das Wasser abläuft. Dass da drin kein Stau gibt vom Wasser. Ich fülle das Gefäßchen mit dieser Blumenerde ungefähr 2/3 hoch. Jetzt so locker darf es schon fast gefüllt sein. Schon nicht ganz. Und dann tue ich es ein bisschen zusammendrücken. Und dann nehme ich hier die Aussaaterde. Man sieht, das ist ganz eine feine Erde. Die streue ich hier drin rein. Nicht allzu viel. Und jetzt tue ich es einnetzen. Wir müssen einfach ein bisschen warten, bis die Erde, die jetzt hier ein bisschen trocken ist, wenn man sie frisch kauft, läuft das Wasser relativ gut. Jetzt haben wir hier das Gefäßchen, das ich so gefüllt habe mit Erde. Und jetzt nehme ich das Hölzchen und tue mit den Kanten mache ich da jetzt 2 Rillen drin. Es kommt halt immer darauf an, was man sieht, aber es ist noch gut, wenn man sie Rillen hat. Ich zeige es dann nachher, wenn ich pikiere, warum dass ich das in Rillen mache. Und jetzt kommt da der Samen drin. Einfach nicht zu viel. Jetzt braucht ihr nicht manche Pflanzen, die ich haben muss. Und diesen Samen sollte man jetzt nicht mehr behalten, weil der ist jetzt aufgetaut und der tut unter Umständen nicht mehr keimen, wenn man ihn jetzt wieder zurück tun. Jetzt nehme ich hier von dieser Aussaaterde und tue es ganz wenig in die Rillen streuen. Wir müssen einfach wissen, es gibt Samen, die sogenannte Lichtkeimer sind. Das heisst, sie müssen fast hell haben. Aber weil das sonst würde ich ausrechnen, muss man gleich ganz ein bisschen Erde drüber rein tun. Und dann ist wichtig, ein bisschen andrücken, dass der Samen, wenn ich jetzt einmal mehr Wasser drüber rein, dass der nicht davon schwimmt. Und jetzt zum Schluss kommt da die Etikette rein. Da haben wir jetzt etwas, was ich vor etwa 3 Wochen gesät habe. Das ist halt ein grösserer Pelter, weil ich viel mehr von diesen Pflänzchen brauche.
als jetzt den Kopfsalat, den wir vorher mal gesät haben. Und dann muss man den nachher aus dem Ding rausnehmen. Und dann haben wir hier die sogenannten Pikierschalen. Und in diese Pikierschalen tun wir nachher je ein Pflänzchen drauf drin. Jetzt habe ich hier in diesem Kübel jetzt fertige Komposterde aus meinem eigenen Garten, also wo ich selber den Kompost gemacht habe. Ich habe sie gesiebelt, dass die gröbsten Sachen nicht mehr drin sind. Es gibt aber gleich etwa ein Stängel, das runterfällt, ein Holzsteckchen, das runterfällt, aber das macht an und für sich nicht. Und jetzt nehme ich einfach hier, ich dann den Kübel, leere ich das in die Tierschale rein. Das ein bisschen verteilen. Zu wenig. So. Sollte es genug haben. Und dann, aus rationellen Gründen mache ich jetzt Folgendes. Jetzt nehme ich eine zweite Pikierschale. Da hat es jetzt einfach 8x5 solche Öffnungen, also solche, wie soll ich das sagen, einfach so Töpfchen kann man sagen, die zusammen gemacht ist. Und das tue ich jetzt einfach da drauf auflegen, so dass es genau drin reinpasst. Und nachher drücke ich es ein bisschen runter. Die Erde muss auch wieder ein bisschen gepresst werden. So. Und jetzt nehme ich einen Besen und tue die rein, einfach was da bohrig ist. Das ist hier der Pikierstift. Das ist etwas Praktisches. Und mit dem tue ich jetzt hier jeweils eine Vertiefung machen. Das mache ich jetzt hier der ganzen Pikierschale, wie man dem sagt. Wenn man jetzt die Tagetes, die das sind, da drinnen gesät hätte, würde man das ganze Ding einfach sorgfältig ein bisschen so machen und ein bisschen klopfen, so ein bisschen drauf, dass man es rausnehmen kann. Dann kann man, wie ein Töpfchen, kann man alles rausnehmen. Dann kann man nachher die einzelnen Pflänzchen eher davon lösen. Da muss ich es jetzt halt anders machen, weil ich so viele habe. Jetzt muss ich da einfach mit dem Schäufeli jetzt da reinstechen und ein bisschen lockern. Jetzt nehme ich da so ein Büschel raus. Und dann nehme ich da die einzelnen Pflänzchen auseinander. Ganz sorgfältig, dass da die Wurzeln nicht kaputt gehen, dass man sie nicht abreißt. Da ist jetzt noch etwas anderes drin, jetzt hat er ein bisschen Gras. Und lege es jetzt mal da rein. So, jetzt mal die. Dann nehme ich die. Das nachher eins nach dem anderen. Da rein. Jetzt gibt es Pflanzen, die man ganz tief setzen, so tief als möglich. Das sind jetzt solche, die man nicht so tief sollte. Aber zum Beispiel Tomaten oder Kohlgewächse, das tut man einfach dann so tief als möglich rein. Aber da muss man jetzt schauen, dass man die Erde nicht zu und nachher mit dem Finger andrücken. Das muss man jetzt bei jedem Pflänzchen einfach separat machen. So. Gut. Und schütteln. Und dann geht die Erde richtig zusammen. Dann müssen wir wieder mit einem ganz feinen Spritzkännchen, ist am besten, wenn man jetzt einfach bei jedes Ding wieder ein bisschen Wasser rein tut, dass das nicht zu nass wird, aber einfach, dass es genügend Feuchtigkeit hat, dass das Pflänzchen wieder wachsen kann.
pigiert sind, kann man da einfach ein bisschen schütteln, dass die Erde ein bisschen zusammenfällt. Dann wachsen sie einfach besser an. Und wie gesagt, nachher muss man einfach noch spritzen. Und natürlich ein Täfeli dazu her, dass man weiss, was es ist. Weil vielleicht weiss man nicht, ist das ein Blaukabis oder ein Rös. Also Blaukabis geht noch, aber zum Beispiel ein Weisskabis oder Rösliköl, die haben eigentlich ganz ähnliche Blätter. Oder? Und da kann man es gar nicht voneinander unterscheiden. So, das sind die pigierten. Und die tue ich jetzt ins Treibhaus hineinstellen. Wenn man nicht so ein Treibhaus hat, kann man einfach in so ein Treibbett rein tun. Das sind solche, die ich schon pigiert habe. Sie wachsen einfach auch schneller. Das ist etwas, was ich gesät habe und jetzt auch schon ein bisschen grösser ist. Und da ist etwas ganz frisch gesätes. Aber man muss eben schauen, dass man das immer ein bisschen offen lässt, dass es nicht, dass es nicht zu heiß wird da drin und ich auch immer wieder Wasser. Und da haben wir andere Sachen, die wir jetzt pigiert haben, direkt in die Töpfe rein. Die lampen jetzt ein bisschen, weil es ist sehr heiß da drin. Da habe ich einfach immer eine Pflanze in so ein Töpfchen gepflanzt. Das sind Tomaten. Und dann kann ich gerade noch etwas sagen, wenn ich die dann setzen tue. Das ist besonders bei den Tomaten. Dann tue ich die Blätter alle zusammen wegnehmen. Abbrechen oder schneiden. Dann haben die meisten Leute immer ein bisschen Angst und denken, was macht jetzt der? Dann kann man eigentlich alles wegnehmen, bis zur ersten Blüte oder bis eben noch so viel da ist. Und jetzt tut man das nachher in die Erde hineinsetzen und ganz flach, dass nur das oben rauskommt. Und das, was jetzt hier in der Erde ist, der ganze Stiel, da gibt es nachher alles zusammen Wurzeln. Und durch das ist der viel weniger anfällig auf Wasser. Er trocknet weniger aus, weil er viel mehr Wurzeln hat und wächst dann natürlich durch das auch besser. Eine andere Möglichkeit ist, wie wir es jetzt dann hier sehen. Das kommt führen. Die sind jetzt auch, das sind jetzt auch Tomaten. Und die habe ich jetzt einfach auch in die kleinen Dinge gesetzt. Jetzt, weil man da noch Komposterde nimmt, sieht man da drinnen immer einen Haufen Unkraut noch. Das muss man halt dann ein bisschen rauszehren, dass man das wieder super hat. Und auch die kann man natürlich dann auch alles da, die Blättchen wegnehmen, wie ich beim anderen gezeigt habe, und flach rein tun. Das ist aber nur bei den Tomaten. Ausser das sind zweite, das sind veredelte, das darf man nicht machen. Das da, die da sind, das sind Petunien, die ich selber gesät habe. Und wenn sie dann so gross sind, die sind jetzt auch in Töpfchen pigiert. Jetzt kann ich es in den Garten raussetzen. Dasselbe ist hier mit Gemüse. Da hat es jetzt zum Teil noch etwas Brokkoli oder Rösliköl. Und ihr seht hier die Stifte, die ich hier habe. Das sind so, wie sagt man denen? Einfach die Zahnstocher. Die tue ich einfach. Dann nehmen wir ein Zettel machen da, oder ein Zettel, wo ich dann herschreibe, Brokkoli zum Beispiel da blau, weil die sind ja alle zusammen blau. Dann weiss ich, das sind Brokkoli. Und da heisst da mit dem rosaroten Rösliköl, auch auf so einem Zettel, dann weiss ich, all die mit rosarot sind Rösli. Da habe ich im Treibhaus die Töpfe und da drin tue ich dann Peperoni setzen. Ich habe einfach gemerkt, dass Peperoni in die Töpfe, wo ich da Komposterde gemischt mit normaler Gartenerde, dass sie viel besser kommen, als wenn man sie direkt in die Erde hineinsetzt. Das betrifft jetzt also nur Peperoni. Das ist meine Erfahrung. Was man natürlich auch kann, man kann die Töpfe irgendwo vor das Haus herstellen, an einer warmen Stelle. Und nachher drin Tomaten tun oder Peperoni, dass man, wenn man kein so Treibhaus hat, die müssen ja einfach geschützt sein, dass sie nicht fest nass werden, wenn es regnet. Das ist noch wichtig, dass man
die ein bisschen geschützt hersteht. Wenn es Vordach hat, dass wenn es einen Landregen gibt, dass nicht nachher alles Wasser auf den Tomaten ist. Weil die Tomaten sind besonders heikel gegen Wasser und dann könnte es faul. Das setzen tue ich einfach da mit so einem Setzholz ein Loch machen, dann das Pflänzchen da runter, dass die Wurzeln schön in der Erde sind. Man darf es ein bisschen tiefer, als es vorher gestanden ist. Und dann da zu und dann ein bisschen so machen, dass die Wurzel gut angepresst ist oder die Erde besser geht um die Wurzeln herum. Und nachher tut man gerade, wenn man fertig ist mit Setzen, tut man da Wasser dazu. Und jetzt tut das Wasser schwemmt nachher die Erde zu diesen Wurzeln runter, dass die Wurzeln umgeben sind von Erde. Das ist sehr wichtig. Das ist die eine Methode. Die andere Methode, die man macht, bei solchen Pflanzen wie jetzt hier zum Beispiel Brokkoli. Den Brokkoli den darf man relativ tief setzen. Dann kann man sogar da die obersten Blätter, ich habe die da schon alle weggenommen. Die darf man wegnehmen. Die kann man in den Kompost tun. Und dann beim Setzen macht man da mit dem Pflanz oder mit dem Gerät macht man ein Loch. Dann tut das die Pflanze relativ tief runter. Man kann sogar noch etwas tiefer machen. So. Darf man das so tief runter tun, bis zu den untersten Blättern. Und dann auch wieder da gut andrücken. Und auch da, nachher, bevor man aufhört zu arbeiten, auf jeden Fall Wasser geben, dass das Wasser wieder die Wurzeln umschliessen.